Bitte schau dir Crispy Robs neues Oktoberfest-Video an. Na. Schau doch mal die Vergewaltigung, die der Crispy Rob veranstaltet, oh! Alter, das ist nicht verkaufbar! Bitte reagier auf Crispy Rob, das ist zum Kotzen! Crispy Rob. Fix! Wer ist der scheiß Crispy Rob? Kennt kein Mensch! Was? Du kennst einen Crispy Rot nicht? Was? Habe! Ich bin's, der Bürger. Ja, holy fuck Schissels! Ich hab ja schon Feedzeug von euch mehrere Male zugeschickt gekriegt, aber seit letzter Woche eskaliert's nur noch. Ich hab mir sogar die Mühe gemacht, dass ich einmal die Posts und Nachrichten zusammenzähle. 1422 Mal habt's mir dieselbe Scheiße geschickt. Ja, Kreuzteufel! Habt's denn jetzt nichts zum Tor, oder was? Und du Trottel machst a ganz Video drüber. Geh mal außer oder so. Ja, Gott sei Dank, dass du heute auch dabei bist. Ich hab mir gedacht, wir hätten langsam alle Schandtaten durch, aber nein, da ist das Oktoberfest und dann schwappt es halt allesamt wieder raus. Gut, drauf geschissen, schauen wir mal, was der Crispy Sepp so treibt. Meine Top 5 Oktoberfest-Rezepte! Ich war selber noch nie auf dem Oktoberfest. Er war selber noch nie auf dem Oktoberfest. Warum? Genau? Dann das Video? Weil ich glaube, das ist nicht so ganz mein Ding. Ne, das ist nicht so mein Ding. Aber Video machen wir trotzdem, weil Klicks fliegen ja nicht von selber ins Haus. Bevor wir da aber weitergehen, kommen wir zu folgendem. Birgers offizieller peinlicher Bayern-Dekorationscheck. Gut, also. Peinliche weiß-blaue Fandalaufhänger. Check. Peinliche Brezengirlandenaufhänger. Check. Peinliches Lebkuchenherz unauffällig im Hintergrund platzieren, als das da immer hängen. Check. Peinliche Brezen ans Whiteboard gagelt. Ebenfalls check. Und peinliche Lederhosen, Fullzeug oder sonstig weiß-blaue Kleidungsstücke. Nope! Du bist raus! Tja, also wenn ihr es nicht besser wisst, dann sind es leider Gottes bloß 4 von 5, Herr Crispy Bob. Das nächste Mal ein bisschen besser anstrengen, gell? So kann ich leider Gottes bloß, war stets bemüht draufschreiben. Und das tut mir mehr weh wie dir. Aber vielleicht irgendwann in Zukunft schaue ich dort auf jeden Fall auch mal vorbei. Vielleicht, irgendwann, auf jeden Fall. Ist jetzt dein Ding, ist nicht dein Ding. Ja, nein, doch. Ja, und auf jeden Fall, vielleicht, irgendwann, glaube, schneide ich mir die Pulver dann auf. Mach doch endlich. Immer brav Drohdenner. Da längs nach. Da quer dauert's lang. Was ist das? Zieh einfach an. Oh Mann. Tja, hätte mir gewundert, wenn sie nicht wenigstens Ohrfeute peinlich dekoriert. Nun ja, so kann man sie täuschen. Ich korrigiere. Aus war stets bemüht, wird erfüllt alle preisen Klischees, wenn's sein muss. Gratulation. Ihr Spacken. Weißwurst in Blätterteig. So, unsere Weißwurst ist jetzt angebraten. Jetzt hauen wir direkt unsere Weißwurst hier auf den Blätterteig. Einmal einfach mit Ei und Milch bestreichen. Das sieht doch einfach fabelhaft aus. Fabelhaft? Wenn er hint vor heute verdau die Hirnwurst ins Pfandl scheißen? Die neue Bezeichnung für fabelhaft ist? Dann ja. Kennst du diese Rollen im Backwerk? Identisch. Schmeckt das genauso? Ja, nur halt mit Weißwurst. Was? Hä? Kennst du lieber Kassemi? Ja, Candy. Schmeckt genau so. Ja, bloß halt wie ein Schnitzel. Platz Nummer 4, Brezen. Ich habe das auch bisher nur einmal gemacht. Du hast bis jetzt einmal Brezen gemacht. Abgesehen davon, wer zur Hölle macht seine Brezen selber daheim. Aber es ist eins deiner Top-Lieblingsrezepte. Finde den Fehler. Dann hauen wir das einfach hier drauf. Und für die ärmste Brezen der Welt spielt heute live für Sie die kleinste Geige der Welt. So sieht unsere zweite aus, ist eigentlich doch ganz fresh. Und für die zweitärmste Brezen, die ausschaut, als hätte man mein Hund in den Teig geschissen, spielt die größte Geige der Welt.
Natürlich kommt sie jetzt nicht an eine echte Brezen ran, aber... Natürlich kommt die jetzt nicht an eine echte Breze ran, bitte seid ihr mir nicht böse. Aber scheißegal, ich zeig's euch trotzdem. Also natürlich hat das Video auch nichts mit Strohhüten zum Tor, aber scheißegal, ich zeig's euch trotzdem. Und wieder 10 Sekunden abgeschlagen. Endlich hast das Prinzip verstanden. Platz Nummer 3, Dampfnudeln. Ganz gefährliches Gericht. Ganz gefährliches Gericht. Alter, die Scheiße ist so gefährlich. Das SEK hat keine Knarren oder Schlagstick mehr, sondern bloß ein Dampfnudelgürtel umgeschnallt. 6 Mal schon in der Zeitung steht. Extrablatt, Extrablatt. Dank Dampfnudelausrüstung, Wasserwerfer ausgemustert. Friedlichster G20-Gipfel seit 400 vor Christus. Gut, ich bin einmal so gnädig und ignoriere jetzt einfach mal weg, dass du gerade die Hälfte von der Vanillesauce wieder in deine Schüssel eingerutzt hast. Die eigentliche Frage ist aber, was denn eigentlich die 2 Maß gekriegt da? Ihr kocht jetzt seit 2 Stunden und die sind immer noch voll. Ihr sollt's außersaufen und nicht einsäufern. Platz Nummer 2, der Leberkäseburger. Passend zum Oktoberfest zeige ich euch, wie man so einen freshen, easy, homemade Leberkäse Frühstücksburger macht. Ja, wenn ich um 7 frische Bock auf Herzverfettung hab, dann kann ich mir einhauen, was jetzt gleich kommt. Die kommt direkt in die Pfanne. Wir nehmen unser Laugenbrötchen, natürlich den guten süßen Senf, einfach ein bisschen Krautsalat. Packen wir hier oben drauf. Etwas Majoran. Killer, oder? Ja. Please kill me. Alter, ein Leberkäse im Fett außerbrunnen, Zwiebelringel frittiert, einen süßen Senf und einen Krautsalat in eine Brezensemi einschmieren. Wenn ich's nicht besser wissen darf, ist das die Erfindung des Leberkaust. Da fällt dir nichts weiter, schalt's das Hirn aus. Sag du einmal etwas. Ich bin ein Rasensprenger. Ja, das war bloß halb so dumm wie 15 Minuten von dem anderen Video. Aber gut. Auf Platz 1 warten dann noch Kassspatzen gewinnen. Aber wenn ich mir die jetzt auch noch anschaue, dann liege ich wahrscheinlich wieder 4 Wochen im Koma auf intensiv. Und das spare ich mir heute. Wie immer ist die viel wichtigere Frage, meint ich das ernst? Meint der das ernst? Moan I des Ernst. Ich weiß doch auch nicht. Legt sich bloß am Arsch mit einem scheißdreckigen Schleim jetzt, bevor es einen Katzbrocken zerreißt. Habe die Ehre. Habe die Ehre. Und solange ich jetzt gehe, lasst ein Abo und ein Like da, sonst kommt der Katzbrocken und sprengt deinen Rasen. Unfassbar. Ich bin ein Rasensprenger.